Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock auf Pelzig. Oh je, da kommt schon der nächste Arke wackelt. Aber ich glaube, den hole ich mir jetzt als Kumpel mal dazu. Komm mal zu mir, Kumpel. So, ich glaube, ich kann dich gut gebrauchen. Erst einmal hacken wir hier das Ding mit dem Auto-Hacker. Und dann kaufe ich mal erstmal wieder Verbandskäster. So, Daddy. Den Sicherheitsbot, den lassen wir jetzt mal, wie er ist. Da können wir noch Fallenbolze können wir herstellen. Ein Autohacker haben wir nicht genug Zeit dafür. Also Fallenbolzen können wir auf jeden Fall machen. Sehr schön. Die Medistation, die würde ich jetzt nochmal manuell hacken. Und so und so. Mal gerade mal, ob wir da durchkommen. Jawohl. Das geht. So brauchen wir das. Und so brauchen wir den da. Und den Rüssel. Und dann nur noch der letzte. Da ist er. Perfekt. So. Okay, Daddy. Dann komm mal mit mir. Ich kann dich auf jeden Fall gut gebrauchen, denke ich. Gerade in einem Gebiet, wo ziemlich viel übles Gesocks rumwuselt, wäre es von Vorteil, einen gescheiten Beschützer dabei zu haben. Oh, scheiße. Und wie sieht es da neben aus? Eve's Garden. Mhm. Das klingt ja schon mal nicht schlecht. Da ist nur Tabakware. Ah, das ist wieder Geschäft. Oh. Okay. Das war etwas übertrieben, aber so what. Ah, der Cleveland. Hier, um uns Regierungsknechten dabei zuzusehen, wie wir Geschäfte schließen und deren Besitzer umbringen. Nicht mal solche üblen Schurken wie Fontaine. Aber er hat es sich selbst eingebrockt. Anstatt es mit Fassung zu tragen, will der Wahnsinnige im Kugelhagel untergehen. Für wen hält er sich? Für John Wayne oder was? Wir können es noch in den Griff bekommen. Wir können es schaffen. Wir machen Folgendes. Wir suchen Fontaines Testament und sorgen dafür, dass sein Besitz denen zugute kommt, für die er bestimmt war. Er darf nicht in den Taschen derer landen, die ihn kalt gemacht haben. Nämlich in unseren. Okay, wir probieren das jetzt mal so. Eventuell ist es der Tode für den Code. An? Ja, tatsächlich. Gut, das hätten wir abgeklärt. So, du gehörst jetzt gleich mir. Mal liebe Kamera. Und auch wenn der Big Daddy jetzt mehr oder weniger unnötig hier rumsteht. Oh, scheiße. Ist mal erst egal. Hauptsache, der kämpft mal für mich. Weil Big Daddy würde ich jetzt ungern hier bekämpfen. Vor allem diese Elite Bouncer. Die sind doch schon ziemlich heftig. Wo ist meine Losser? Ich habe mich ja die ganze Zeit beschwert. Warum gibt es dann hier Gebouncer mehr? Und jetzt, tja, jetzt habe ich sie gekriegt. Meine Fresse. Also die sind richtig hart, die Jungs. Und da so einer noch ein Krater. Okay, gut, kriegen wir hier. Beide mit. Die gehört jetzt mir. Der hat noch ein bisschen Zeug bei sich. Ja, der hat schon nicht schlechte bei gehabt. Okay. Dort hat es sich auf jeden Fall gelohnt, den Code zu merken. Der bleibt noch ein bisschen bei mir, der Daddy. Nicht schlecht. Aber ich glaube, bei einer Little Sister im Gepäck, dann wird er wahrscheinlich eher zu der Little Sister stehen. Okay, Eve's Garden XXX. Das wird zwar erst verruchter. Wenn das nicht der lang verschollene Andrew Ryan ist. Komm her, Tiger. Ja, ja. Oh Mann. New Invent. Können immer noch nichts Gescheites basteln. Nee.
Okay, der Big Daddy mag ich trotzdem noch irgendwie unter Kontrolle behalten, falls es mal wieder zum größeren Kampf kommt. Ist auf jeden Fall nie verkehrt, denn dann an seiner Seite zu haben. So. Der weicht auch nicht von meiner Seite. Oh, doch, jetzt wieder. Du gehörst mir. Habe ich weggehen gesagt? So. Also hinterher. Dann sollte ich... Mama Auto-Hack. Und... noch ein paar mehr. Noch so Yves Spritzer. Und was sagt er? Sieh's mal von der positiven Seite. Vielleicht geht's ja kurz und schmerzlos. Na toll. Ah, die sind so cool gemacht. Ich finde die dermaßen genial. Gerade auch wenn man die so von vorne sieht. Also diese Bouncer finde ich von ihrer Optik her wesentlich cooler. Okay, kommen wir da hoch. Oh, der Daddy nicht. Scheiße. Ich dachte schon, du hättest die arme Jasmine vergessen. Da bin ich aber froh, dass das nicht der Fall ist. Mr. Ryan, ich wusste nicht, dass Fontaine etwas damit Was machen Sie da? Nein, nein, bitte! Ich hab Sie doch geliebt! Nein! Okay. Überhaupt nicht creepy. Alter. Aber ich glaube, mein Daddy, den können wir vergessen. Bester Gin. Und Schwangerschaft. Oh oh. Diese unheimliche Dr. Tennenbaum hat mir versprochen, es würde gar keine richtige Schwangerschaft. Sie würden mir einfach das Ei entnehmen, sobald Mr. Ryan und ich... Ich habe das Geld so dringend gebraucht. Aber ich weiß, Mr. Ryan wird es durchschauen. Er wird rauskriegen, dass ich nicht aufgepasst habe. Dass ich es verkauft habe. Mr. Ryan wird schrecklich wütend auf mich sein. Oh, scheiße, Mann. Okay, den können wir jetzt nämlich so Hacker. Ah, scheiße. Mist. Nee, das geht so nicht. Noch einmal. Scheiße. Komm schon, das müssen wir irgendwie hinkriegen. Nee. Verdammt nochmal. Nee. Wieder nix. Scheiße. Okay, weiter. Nein. Okay. Dann halt so. Dann machen wir halt lange Weg. Und so. Okay. Hat funktioniert. $23, Verbandskaste und Antipersonenmunition. Ja, mein Daddy ist wieder weg. Hier ein Grammophon, was ich nicht verwenden kann. War schon geil. Tolles Zimmer. Wird man hier eigentlich mal bedient? Niemals. Oh, 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 oh. Du verstehst? Die Sachen. Ich sehe die Engel. Okay. Gut. Nochmal. Das kriegen wir hier relativ gut hin. Hier erreicht er uns nicht. Sehr schön. Das war ein leichter Kampf, das Mal. Und du wärst jetzt auch gerät, du Beppele. Oh doch. Ja, das ging jetzt mal wirklich relativ fix. Man kann sich wirklich in der schwersten
Laden gerettet, obwohl du deine ganze Grausamkeit hättest zeigen können. Ich schicke dir etwas als Zeichen unseres Dankes. Dankeschön. Alles fauler Zauber. Wisst ihr was? Malerei, Musik, Musik. Das ist alles nur fauler Zauber. Cole hat Ryan um den kleinen Finger gewickelt. Und womit? Dadurch, dass er ihm sagt, was er hören will. Steh auf, Rapture, hebe dich. So ein Blödsinn. Der Quatsch war schon Schnee von gestern, bevor Cole damit angefangen hat. Ich will von der ganzen gequälten Kacke nichts mehr hören. Mich interessiert nur, dass der alte Sack mich hier behält. Okay, das ist wohl hier unseren Endboss. Moment, irgendjemand hat... Ach, irgendwas hat mich im Visier. Und ein Big Daddy ist hier auch unterwegs. Aber wo? Und wo ist der Psychopath jetzt hier gerannt? Naja, hier gibt's viele Psychopathe, insofern... Ach du Scheiße. Ah, da ist der Typ, okay. Jetzt mag ich aber trotzdem nochmal hier reagieren. St. Clair Spirits. Da ist die Kamera. Okay. Aber die Musik zeigt uns ja schon, hier ist es gerade nicht so gut. Oh Mann. So. So. Warte mal. Genau, so einer. Heieiei. Jetzt fängt es mit dem Huste wieder an. Und runter. Sehr schön. Okay. Nett. Das scheint aber wohl eher so ein kleiner abgeschlossener Raum zu sein. Schalter. Drücken wir noch einfach mal. Und meinen Code habe ich auch schon einsetzen können. Das finde ich auch persönlich sehr schön. So. Okay. Ich glaube, für den Typ ist der Winterblast gar nicht mehr so schlecht. Der ist doch hier gerannt. Und irgendwo müsste noch ein Big Daddy unterwegs sein. Relativ nah sogar. Okay. Naja, okay, da habe ich keine mehr. Oh, da ist mein Daddy. Komm mal her, Kerl. Dich kann ich jetzt richtig gut gebrauchen. Oh oh. Oh oh. Mein Daddy ist reingerannt. Oh oh, oh oh. Das ist, glaube ich, nicht so das Richtige gerade. Okay, der hängt sowieso gerade fest. Das kann ich ausnutzen. Gut. Das nutzen wir jetzt mal. Schäfer uns aus. Und nehmen noch Explosivschrot. Boah, Mann. $56 wieder für den Elite Bouncer. Alecco mio. Okay, aber der andere Spinner ist noch hier irgendwo unterwegs. Aber wir nehmen noch hier 200 Adams, Safe Cracker und 12 ionischer Schrot. Beliebteste Produkte von HackSmart, da es dir Zugang zu Orten verschafft, an denen die dich nicht haben wollen, werden sie zum Meister der Station. Okay, machen wir der Hacking-Expert dafür raus. Und jetzt können wir uns was Schönes kaufen. Okay, ich würde sagen, jetzt gehört auf jeden Fall ein Plasmid-Slot noch dazu. Trophäe erhalten. Maximum einer Kategorie erreicht. Okay, ein
Gesundheits- und ein Eve-Upgrade holen wir uns auch. Und ein Körpertonika-Slot und ein Technik. Ne, ein Kampftonika-Slot. So. Okay, jetzt sind wir bei 0. Aber wir können viel lustige Sache jetzt verwenden. Das ist gut. Atlas ist ein Freund des Parasiten. Seien Sie kein Freund von Atlas. Ach, nicht schlecht. Okay, wo ist denn jetzt der Spinner hier gerannt? Ah, da ist er wieder. Okay, immer weiter hinterher. Ich habe mir da wirklich keine richtige Waffe mehr. Antipersonenmine haben wir. Hab ich dich. Er war ein Flegel, aber so kraftvoll. Mach ein Foto, bevor er total austrocknet. Endlich nur Splittergranat hier. Da war mal wirklich was drin. Nicht schlecht. Okay. Aber machen wir erstmal ein Bild von dir. Ah, wunderschön. Ganz bezaubernd. Reizender Bursche. Flatterst durch das Vor und löscht unterwegs Leben aus. Du bist keine Motte. Du bist ein Engel. Pff. Ich habe noch nie einen Engel gemalt. Vielleicht sollte ich es mal. Oh oh. Jetzt wird der anscheinend immer stärker interessiert an mir und zum Schluss attackiert er uns natürlich. Da könnte ich wirklich drauf wetter. Ich denk's auch, ja. Ich mein, der Pschede. Ja, schon genau raus, dass du keiner der Helm ist bei dem. Oh Mann. Genau. Im Atrium, du wollte ich wieder hier. Jetzt mag ich mir noch eine Belohnung holen. Damit hätten wir 3 von 4. Wieso schaust du so? Es gefällt dir nicht, stimmt's? Ich hab's nicht nötig, mich von dir beurteilen zu lassen. Von niemandem. Du kannst mich mal, ihr beschissenen Zweifler. Ihr könnt mich alle mal. Damit ihr's wisst, ihr alle. Oh, wo keine Belohnung. Schade. Flieg davon, kleine Motte. Flieg! Niemals. Das kriege ich wahrscheinlich erst bei Cohen selbst. Oh. Alter, die Musik ist aber geil. Ach, ein sehr bekanntes Stück, aber mir fällt jetzt leider nicht mehr ein, wie es heißt. Aber es ist ein bekanntes Stück auf jeden Fall. Und in der Situation natürlich deplatziert und pervers. Aber es ist doch wieder zum Gesamtambiente sehr geil. Und gerade auch zu der Künstlerfabrik hier. Passend ohne Ende. Alter. Manometer. Hab ich dich. An. Besiege Cohen Splicer erreicht. Entschuldige bitte diesen Wutausbruch. Du musst einem alten Narren sein Temperament verzeihen. Die Geburt steht kurz bevor. Die Schmerzen der Wehen können die Urteilskraft trüben und sogar den edelsten Geist zum triebhaften Tier werden lassen. Okay. Die Entschuldigung nehme ich doch gerade mal so an. Aber wirklich gerade mal so. Alter Falter. Ja, da haben wir schon ordentlich was mitgemacht hier. Steht da was, Sache? Ein Autohacker sollte auf jeden Fall dabei sein. Holen wir uns Zwea. Und noch ein paar von Denner. Und Kontaktmine wäre vielleicht ach, gar nicht mal so verkehrt. Jetzt sind wir genau bei 0. Ich glaube, ich weiß einfach nicht, was ich von den Little Sisters halten soll. Die Little Sisters? Mensch, ist dir nicht klar, dass sie die Kraft sind, die Rapture zusammenhält? Was wirklich? Aber klar, Ryan Industries hat sie so erschaffen, dass sie uns vor Banditen und Terroristen beschützen. Und dabei sind sie so fröhlich, mythische im klaren
Alter. Okay, ich stehe jetzt an der Stelle, speichere ich jetzt auf jeden Fall nochmal. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Weil ich jetzt auch hier meinen Cut setze. Und dann machen wir morgen wieder weiter mit Let's Play Bioshock auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Und ich glaube, irgendein Grafikfehler ist hier oder so. Weil ständig fällt anscheinend einer und das macht die ganze Zeit so Klatschgeräusche. Naja. Wir sehen uns morgen dann wieder. Ayan Yankee.